machen. Das Katzenjammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzenjammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzenjammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Yeah! Cowgirl Isas Katzenjammer live on Radio 15. Live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Ragout und eiskaltes Waffeln, Grenzpanel dazu. Ja, da bin ich wieder. Schön sind ihr auch wieder da. In dem Fall hat euch die Sendung letzte Woche gefallen. Und jetzt machen wir gerade weiter, weil ich ja so viel erzählt, dass ich ja gar nicht fertig geworden bin mit all diesen Horoskopen und mit allem, was ich wollte sagen, mit diesen Vorhersagungen und Weissagungen, genau. Machen wir jetzt weiter. Und zwar wollte ich aber gerade zuerst noch einmal festhalten, dass ihr das einfach wirklich so richtig fett unterstrichen in eurem Gedächtnis habt. Ich finde im Fall so Horoskop-Sachen und so Hellseher-Sachen und so mega spannend, weil tatsächlich es gibt wirklich Leute, die können das. Wichtig ist einfach immer, dass man an die ankommt und nicht an die anderen, die es eben nicht können, weil die machen das eben auch. Aber tatsächlich, ich habe Erfahrung gemacht, es gibt wirklich Leute, die können das und die sind richtig geil und die besuche ich auch. Also ich bin eine von denen, die tatsächlich einmal zu jemandem geht und die Karten legt. Ich finde das mega spannend. Aber ich tue euch nachher, nach dem nächsten Lied, einmal etwas darüber erzählen, warum ich überhaupt zu jemandem gehe, der Karten legt und was die genau für mich eigentlich machen kann. Ich wünsche euch viel Spass mit dem nächsten Lied, das natürlich das absolut mega geilste Lied ist überhaupt. Es ist nämlich von mir. Wieder sind die köpfig und ungeduldig, pflichtbewusst und mutig. So sind sie. Stiere sind stur und besitzgierig, naturverbunden und sinnlich. So sind sie. Zwillinge sind geschwätzig und neugierig, anpassungsfähig und intelligent. So sind sie. Krebse sind
gang ich zu jemandem, der Hellsehen oder Karten legen. Ihr werdet jetzt ganz sicher die Hände über den Kopf verlieren und sagen, oh nein, die Isa. Aber sind wir mal ganz ehrlich, gibt es nicht auch den einen oder anderen von euch, der das tatsächlich macht? Also ich muss schon sagen, ich mache mich schon manchmal so ein bisschen über Horoskop und so Sachen lustig oder eben über solche, die am Telefon Karten legen und so. Natürlich, es gibt schon die es halt einfach sagen, sie können, aber es gibt eben tatsächlich auch die es können. Das finde ich mega spannend, weil ich sehe die Zeit eigentlich als relativ. Das heisst, Vergangenheit und Zukunft ist eigentlich in einem. Für mich ist das wie zusammengekoppelt. Und dann finde ich das total spannend, wie man eigentlich aus der Vergangenheit kann Sachen rauspicken und aber gleichzeitig aus der Zukunft. Ich finde das mega spannend, wie das funktioniert. Für mich eigentlich total logisch, weil ja alles im Gleichen innen ist. Also das heisst, wenn ich jetzt im Jetzt bin und Vergangenheit und Zukunft eigentlich auch im Jetzt ist, logisch sehe ich dann alles. Und ich probiere mir auch immer Gedanken zu machen, überhaupt über das ganze Geschehen, wie das kann funktionieren kann. Und darum finde ich es eben so spannend. Ich überlege mir einfach, wenn ich jetzt in einer Grossstadt innen bin und ich bin in der untersten Wohnung. Genau. Und dann kommt von links ein Velofahrer und von rechts ein Fußgänger ums Eck. Genau. Und dann sehe ich, wenn ich aus dem Fenster von der Wohnung schaue, sehe ich die erst, wenn der Velofahrer von links gerade beim Fenster dort kommt und der Fußgänger gerade von rechts. Ich sehe die erst in diesem Blickwinkel. Gut, wenn ich jetzt aber ein bisschen höher bin, vielleicht eben auch ein bisschen höher im Denken oder so, dann bin ich schon irgendwie vielleicht im 5. Stock oben und habe vielleicht ein grösseres Fenster. Dann sehe ich natürlich schon viel schneller, wenn der Velofahrer kommt und schon viel schneller, wenn der Fußgänger kommt, oder? Wenn ich jetzt aber noch ein bisschen höher bin beim Denken, bin ich vielleicht auf dem Hochhaus oben, auf dem Dach und kann rundum schauen. Das heisst, ich sehe schon, wo der Velofahrer überhaupt herkommt, von welchem Ecke, weil er biegt ja ab und der Fußgänger ebenfalls. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen den Verstand einschalte, dann kann ich vielleicht sagen, oh, eventuell der Velofahrer schaut gerade nicht so recht und der Fußgänger ist am Telefon. Es könnte eventuell eine Kollision geben, oder? Könnte passieren, oder? Und es kann aber auch sein, dass nicht. Also das heisst, man kann ja eigentlich schon ein bisschen in die Zukunft dort vorausahnen. Auf jeden Fall kann man eigentlich weiter in die Vergangenheit zurückschauen, wie der jetzt zu Unterstunden im Apartment unten wohnt. Also je weiter oben man ist, desto mehr hat man den kompletten Überblick. Wenn man natürlich noch höher geht, sagen wir ins Weltall oder irgendwie so zu den Satelliten, wo die Fotos machen, dann sieht man natürlich eigentlich auch schon, wo der Velofahrer nachher eigentlich auf sein Velo steigt, aus dem Haus rausgeht oder wie auch immer und der Fußgänger da, wo man watschelt, auch, oder? Da sieht man eigentlich schon viel, viel mehr. Also der Blick und die Perspektive wird einfach immer wie grösser. Und genau so stelle ich mir das Prinzip vom Vorhersehen eigentlich vor, von diesen Weissagungen. Oder dass man einfach mit dem Denken irgendwo ein bisschen losgelöster ist. Aber eben, es ist total eine spannende Sache. Man kann es nicht belegen, man kann es nicht beweisen. Und genau das fasziniert mich, was ich nicht greifen kann. Ich wach auf am Nachmittag, der Sodbrand ist enorm. Ja, gestern war ich wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergeb, schwör ich mir ferngesteuert, sofern den Tag ich überleb, es wird nie mehr gefeiert. Weil morgen, ja morgen fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Oder zumindest irgendwann fang ich wieder ein neues Leben an. Doch wie ich um die Ecken komm, seh ich mein Stammlokal. Und wieder hab ich keine andere Wahl. Na, weil der Franz, der Joe, der Ferdinand, sind auch schon wieder da.
Na, was macht denn schon ein Viertel oder zwei? Beim 5. Viertel quält mich noch der Gewissensbiss. Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschießen ist? Doch morgen, ja morgen fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder zumindest irgendwann fang ich wieder ein neues Leben an. Es ist 4 Uhr in der Früh, ich ruf meinen Schatz an und zärtlich lalle ich ins Telefon. Du Mausi, ich bin hängen blieben, weißt du, in meinem Lokal. Doch das war bestimmt das letzte Mal. Ich schwör's, schau, die Hauptsache ist, wir lieben uns. Du weißt, wie ich dich mag. Drauf sag zu mir, mein Mausilein, hör zu, was ich dir sag. Morgen, ja morgen fang ich ein neues Leben an. Ganz sicher morgen, nicht übermorgen oder vielleicht erst irgendwann. Such jemand, der nicht nur saufen kann. Ja, und was man auch nicht kann greifen, sind eigentlich die Sternzeichen, die ganz weit aussen am Himmel auf uns herunterleuchten. Und zwar, das ist jetzt mir wirklich ein riesen Rätsel, wie Sternzeichen eigentlich tatsächlich zutreffen können. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt die Erfahrung noch nicht machen, dass das stimmt. Wobei man ja eigentlich von den Sternzeichen kann ableiten, wie eine Person so ein bisschen in der Persönlichkeit ist. Das denkt mir ist eigentlich recht zutreffend, wobei das auch ein bisschen in die Breite gezogen ist. Also das heisst, es trifft auch auf mehrere zu. Aber eben, für mich ist es ein Rätsel, wie man anhand von Sternen die Zukunft voraussagen kann. Vor allem, wenn man ja eigentlich erst in den letzten paar Jahren noch zusätzliche Sterne entdeckt hat, die eigentlich noch sehr wichtig wären für die Voraussagungen. Also das heisst irgendwie, ja, das würde mich auch noch wundern, wie das eigentlich überhaupt möglich ist. Aber was wir ja sicher schon mal ausprobieren können, ist meine Wahrsagung, oder besser gesagt meine Intuition, so weit noch funktioniert wie letzte Woche. Und zwar habe ich euch dort ja von verschiedenen Sternzeichen einfach einmal meine Interpretation gesagt, wie die Leute von der Persönlichkeit müssten sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob das ein bisschen zugetroffen ist oder nicht. Und vor allem, wie es weitergeht, weil wir haben noch ein paar Sternzeichen offen. Wir hätten zum Beispiel das Sternzeichen Krebs, das ich eigentlich gerne mal anschauen möchte. Und zwar ist das ganz ein spezielles Tier. Es hat eine harte Schale um sich herum und ist eigentlich relativ langsam und gemütlich unterwegs. Also da würde ich jetzt daraus interpretieren, dass so eine Person eigentlich sehr feinfühlig ist, aber so wie eine Schutzwand um sich aufbaut und sich eigentlich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Wenn aber dann irgendjemand kommt und einen Krebs stört oder so, denke ich, kann er mit seinen Krallen recht scharf zugreifen und somit wird auch die Person, die im Sternzeichen Krebs geboren ist, wahrscheinlich auch dann spätestens aus der Reserve gelockt werden und eben halt dann auch gerade ziemlich einen durchgehen. Das heisst, ziemlich lang ruhig sein und dann halt plötzlich von 0 auf 100 so und jetzt zack, schnell zugreifen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Krebs zwar eigentlich gesellig ist, weil auch auf dem Meeresboden hat es natürlich immer ganz viel Mitmeeresbewohner, aber trotzdem ist ja eigentlich so ein Krebs immer gerne so ein bisschen allein gesichtet. Also wenn man irgendwie noch immer auf Video oder auf Fotos sieht, ist er ja meistens eigentlich allein unterwegs. Also kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Krebs eigentlich auch eine sehr selbstständige Persönlichkeit ist, wo eigentlich auch gerne mal Zeit für sich selber geniessen.
Ebenso kann ich mir auch vorstellen, dass ein Krebs nicht unbedingt gern zwingend in einer riesigen Stadt mit ganz vielen Leuten wohnen, so 0815, sondern vielleicht halt in einem Stadtteil oder in einer Wohnung, die etwas spezieller ist. Ich denke, ein Krebs sucht eher so einen spezielleren Lifestyle halt auch. Dann hätten wir noch die Jungfrau, die junge Frau, wo man eigentlich meinen, die sei so züchtig und so zurückhaltend. Was wahrscheinlich eben eigentlich mehr so ein bisschen der Schein ist, weil ich denke, die wirkt eigentlich auf die Leute relativ sensibel und fein. Muss aber nicht heißen, dass sie natürlich noch Jungfrau ist, wenn ihr sie kennenlernt. Das ist ziemlich fast unmöglich, je nach Alter halt, oder? Ja, ich denke eben so eine Jungfrau ist eigentlich eher so ein bisschen jemand, der gerne ein bisschen ist, sich gerne auch ein bisschen anschauen, sich gerne ein bisschen auf Hände tragen, gleichzeitig aber auch sehr mütterlich kann sein, weil sie hat ja eigentlich im Sternzeichen schon mal als Frau drin, also das heisst auch jetzt, wenn es ein Mann ist natürlich, oder irgendwie ein sehr sensibler Mann, sehr Familienmensch würde ich jetzt dem sagen. Und wenn ich jetzt eigentlich mal würde sagen, für eine Frau, also wenn ich mich jetzt als Vorbild nehme, dann müssten die Leute, die im Jungfrauzeichen geboren sind, müssten eigentlich ordentlich sein, sie müssten pünktlich sein, sie müssten sehr intelligent sein, sie müssten korrekt sein, sie müssten eigentlich in Diskussionen ein bisschen ausweichen, also keinen Streit suchen, sondern eben eigentlich friedliebend sein und alles probieren richtig zu handeln, alles richtig machen und so. Und eigentlich sollten das so ein bisschen zu den Gescheitsten von ihren Klassenkameraden gehören. Also das habe ich jetzt rein auf mich gemünzt, wobei das bei mir nicht ganz alles zutrifft. Aber es wäre ja schön, es wäre so. I must tell you a story, ich muss euch erzählen. I think I must cry, ich glaub ich muss grölen. I wake up this morning, was sieht die Pupille? Da hüpft jede Nadel aus der Tonrille. My baby is gone, sie ist gegangen. What shall I do? Was soll ich anfangen? In meiner Panik, darling, please tell me, erklär mir das näher. Where have you gone mit meinem Verzehr? Warum hast du jetzt Nummer X? Taxi nach Texas, so lonesome. Du rufst nicht an, ich haus Telefon zusammen. Now I understand, mir wird langsam klar. Oh Sugar Baby, was es für dich war. Every boy's got a girl, warum kann ich keins haben? She can be pretty, she can be ugly. Wurscht, wie sie ausschaut, ich bin nix Hagli. Warum will keine Hoden das? Seht ihr, sie rot mich, trau und gibt mich. Nobody loves me, kein Körper liebt mich. Taxi nach Texas, wo bleibt das Vehikel? I need a girl, notfalls mit Pickel. Schmerz, was ist dabei? Liebe, Liebe, Schubidu.
Also eigentlich eine brutal langweilige Sendung von mir, was ich da erzähle, ist ja so etwas von langweilig und man hört ja das die ganze Zeit oder irgendwie überall. Ja, der Schütz ist so, der Krebs ist so, der Stier ist so, bla 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 bla. Also bis auf die Musik ist an dieser Sendung jetzt noch nicht wirklich witzig gewesen. Ja genau, gebe ich also zu. Aber ein bisschen Ernsthaftigkeit wollte ich ja auch mal reinbringen, halt so weit mir das überhaupt möglich ist. Und so sind wir jetzt eigentlich auch gerade beim Sternzeichen Schütz, weil wenn der zielt, der hat dann tatsächlich etwas im Visier. Der weiss ganz genau, wo er durch will. Und wenn er dann schiesst, dann trifft er auch. Also das heisst, das, was er sich in den Kopf setzt, das zieht er durch. Und er kann es bis am Schluss, oder? Also er erreicht auch seine Ziele. Was jetzt halt natürlich richtig geil wäre, wenn wir vorher das Lied «Liebe Leid» gehört haben von der EAV, wenn der Schütz einfach so ein bisschen in die Herzen der Menschen könnte zielen. Eben so ein bisschen wie der Amor mit seinen Pfeilen und in den Jungfrauen ein bisschen auf die Sprünge helfen oder wie auch immer. Wäre doch toll für alle Singles dort draussen, oder? Wenn es so Schützenmannen gäbe, die irgendwie so an ihren Pfeilen einen Zettel hätten mit Namensschildchen dran und dann einfach die Leute täten verkuppeln. Aber nein, das ist leider nicht die Aufgabe von einem Schütz, sondern der Schütz ist halt tatsächlich eher so ein bisschen auch einer, der wieder unabhängig sein will, wieder so ein bisschen selbstständiger. Ja, er ist abgebildet auf dem Foto, das ich hier sehe, natürlich mit einem Pfeilbogen in der Hand und mit einem Rosskörper. Also mit einem Rosskörper, das ist mir jetzt gerade das Rätsel, warum ein Rosskörper. Ich probiere jetzt das irgendwie zu interpretieren. Ein Ross ist ja wieder etwas Starkes. Das gilt in der Traumdeutung als sexuelles Symbol. Da wären wir ja eigentlich rein theoretisch schon wieder da beim Thema Liebe oder so hengstmässig oder so. Wären wir eigentlich schon wieder dort. Aber auch Ross sind eigentlich Herdentiere und wenn man einen Hengst in einer Herde hat, hat man eigentlich keinen zweiten. Also das ist so ein bisschen eine schwere Nöter, würde ich jetzt mal behaupten. Ein Schütz unter Umständen nicht immer ganz treu vielleicht, aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, hoffe, es fühlt sich niemand angesprochen. Und sonst könnt ihr sagen, nein, bei mir ist es dem nicht so, ich bin sehr treu. Und dann wissen wir, dass ich nämlich sowieso nur Scheiß erzähle die ganze Zeit. Wuff. Wuff, wuff. Ich habe einen Dackel, der heißt Eduard. Er ist ein süßer Lackel, doch er prüft nicht hart. Wackel ich mit meinem Dackel inklusive Plastiksackel aus dem Supermarkt, gibt's jedes Mal ein Urinaldebakel. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Pfui, pfui. Sonst kommt's wieder in die Schuhe. Ich treff mich mit der Resi in der Herzlbar. Ich bin in sie verliebt, seit ich ihr Scherzerl sah. Kaum betrete mit dem Edi, das Lokal läuft er zum Medi. Heb wiederum sein Haxal, ich sag Edi und da steht die. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Pfui, pfui. Sonst kommt's wieder in die Schuhe. Edi und da steht die. Edi, pfui. Chappi, chappi. Chappi, chappi. Ah, weil ich sonst die Madame Klinger hui. Wer will mich? Wer will mich? A Wuffer wie ein Wasserlasser. Ich flirte und ich balze wie ein Auerhahn. Die Resi schaut mich mit verträumten Augen an. Ich weiß nicht, wie mir passierte, als sie mir dann eine schmierte. Sie dachte, ich wär's gewesen, der sie unterm Tisch berührte. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Pfui, pfui. Sonst kommt's wieder in die Schuhe.
Cola ist es dann so weit. Bei mir zu Hause entsteigt die Resiieren und geht. Doch noch vor der ersten Runde ist vorbei die Schäferstunde, weil ein Dackel meint, er wäre gern der Dritte mit dem Bunde. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff, Pfui, Edi, pfui. wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Pfui, pfui. Zum allerletzten Mal. Pfui, Edi, pfui. Wuff, wuff, Pfui, Edi, pfui. wuff, wuff. Pfui, Edi, pfui. Weil ich sonst Die Tierverwertung hui. Also irgendwie muss ich dem Schwachsinn jetzt ein Ende geben. Kann ja nicht sein, dass ich wieder die ganze Stunde von Sternzeichen erzähle, wie die sind. Ihr wisst ja selber, wie ihr tickt. Aber wir hätten tatsächlich noch Sternzeichen offen. Und zwar wären das Skorpion, Steinbock und Fisch. Und ich sage einfach, dass ich es vollständigkeitshalber erwähnt habe, sage ich etwas dazu. Und zwar Skorpion ist von mir aus gleich wie ein Krebs. Sorry, die sehen auch scheisse ähnlich aus. Könnt ihr nicht auseinanderhalten. Also Skorpion und Krebs, zack, das Gleiche. Dann hätten wir Steinbock, der eigentlich von mir aus auch ziemlich ähnlich aussieht wie ein Widder. Nur der Widder will mit dem Kopf durch die Wand und der Steinbock geht immer in die Höhe, also der will klettern. Aber schlussendlich ist das Geviech etwas gleich. Dann hätten wir noch Fisch. Fisch, die sind eher so ein bisschen glitschig, kaum zum Anlangen. Das heisst, die schwimmen auch sehr schnell davon. Man kann sie kaum einfahren. Also das sollten eigentlich relativ scheuche Persönlichkeiten sein. Darum lassen wir die auch gerade davon schwimmen und widmen uns in einem komplett anderen Thema. Und zwar testen wir jetzt selber ein bisschen testen, ob wir Voraussagungen machen können. Und zwar würde ich jetzt mal behaupten, wir können das. Und zwar alle gemeinsam. Wir stellen uns jetzt vor, alle zusammen, wir müssen jetzt die Augen zumachen, genau. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir hocken in einem Restaurant drin, so mit Kerzenschein auf dem Tisch, weisse Tischtücher. Es läuft Radiomusik im Hintergrund, also nicht einmal irgendetwas Spezielles. Also es ist nicht ein wahnsinnig spezielles Restaurant, aber es hat viele Leute, es ist eine gute Atmosphäre, es ist voll ganz viel Gespräche im Hintergrund. Ihr könnt denen gar nicht folgen, aber ihr hört überall die Stimme und plötzlich geht die Türen auf und alle sind ruhig und schauen nur noch in eine Richtung. Und dann steht dort der Mann. Der eine Mann, der nie mehr darauf gewartet hat. Er steht dort mit einem riesigen Bund Rosen in der Hand und kommt direkt auf dich zu. Genau, und dann steht er an deinem Tisch, er lächelt dich mit seinen weißen, geflashten Zähnen an. Und dann fragt er dich, was fragt er dich? Könnt ihr es erahnen? Könnt ihr Zukunft voraussagen? Was fragt er dich genau? Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen, musste nix weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle Rose kaufen, musste nix weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Ja, Wolle Rose kaufen. Hast du Rose in einem Mund und guckst mich an wie ein Hund? Kann ich dir nicht widerstehen, weil du glaubst, du bist so schön. Jetzt hab dich doch nicht so, denkst du dir und grinst. Du willst mich doch nur glücklich sehen, kommst auf mich zu und singst.
verrückt nach dir. Endlich hab ich dich verstanden, dass du nur willst mein Glück. Blumen machen Frauen glücklich und ein Blumenstrauß verrückt. Ich kann auch alle kaufen, dann hast du gleich Arbeit aus und kannst Party machen mit deinem Freund Klaus. Rose kaufen, mussten nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Rose kaufen, mussten nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Nach dir, 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 nach dir. Rose kaufen, mussten nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Rose kaufen, mussten nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Alle sind verrückt. Wolle Rose kaufen, sehr treffende Vorhersage, die ihr hier gemacht habt. Also wir haben eigentlich total den Beweis, wir können voraussehen, was passiert. Genau. Jetzt ist aber so, wie weit voraussehen kann man das denn so ganz genau? Wenn man jetzt nämlich überlegt, irgendwie, könnte ich das jetzt für morgen schon voraussehen? Ja, könnte ich tatsächlich. Wenn ich nämlich weiss, dass der Typ, der Rosen verkauft, immer zum gleichen Zeitpunkt ins gleiche Restaurant kommt, oder wenn ich dem natürlich den Tipp gegeben habe, dass er dann kommen soll, oder wenn ich etwas dafür gemacht habe, dann weiss ich auch, dass er genau morgen auch wird kommen. Also man kann ja die Zukunft auch ein bisschen manipulieren, würde ich dem jetzt mal sagen. Wie ist das jetzt aber mit so Voraussehen vom Nostradamus oder die Inkas und die Mayas, die hier den Kalender gemacht haben? Maya-Kalender heisst er, glaube ich. Eigentlich hat ja rein theoretisch die Welt vor kurzem untergehen, was aber nicht passiert ist, wie wir ja wahrscheinlich merken, weil wir ja noch da sind, oder? Eine riesige Katastrophe ist vorhergesagt worden und wenn die Welt nicht untergeht, dann nachher soll irgendwie ein Alien-Raumschiff da hinkommen, dann soll der erste Kontakt mit den Aliens stattfinden, was aber irgendwie lustigerweise auch nicht passiert ist. Jetzt sind sie einfach halt so weit, dass sie sagen, ja, sie müssen den Kalender noch mal überdenken. Wahrscheinlich hat dort etwas nicht so ganz gestimmt. Aber jetzt ist einfach gleich die Frage, das ist so immens weit voraus gewesen. Was hat überhaupt zugetroffen, wo die Mayas überhaupt einmal je einisch erzählt haben? Genau, und jetzt habe ich eine Seite im Internet aufgeschlagen, wo der Maya-Kalender ein bisschen auseinandergenommen wird. Und tatsächlich ist es ja wirklich so, dass das Ende vom Maya-Kalender der 21.12.2012 angezeigt hat. Und ganz lange hat man tatsächlich gemeint, das ist der Weltuntergang. Das ja natürlich nicht passiert ist, hat man jetzt einfach gesagt, das ist ein Beginn von einer Wandlungszeit von allen lebenden Wesen auf der Erde. Also jetzt haben wir tatsächlich ganz viele Naturkatastrophen, Hungersnöte, Krieg und andere Krisen, als hätte es die nicht auch vorher schon gegeben. Scheinbar soll es beim Maya-Kalender ja eigentlich darum gehen, dass die Menschheit aufsteigen soll. Die Frage ist jetzt einfach, wohin aufsteigen? Ich meine, ich habe noch keine Stege gesehen, die irgendwie da irgendjemand hinführt, ins All raus oder so. Also wohin wollen die Maya, dass wir aufsteigen? Und wieso fängt das ganz genau an dem Datum an? Weil wenn schon, dann schon, ist doch das Ganze ein langsamer Prozess, der bei jedem einzelnen Menschen irgendwie muss stattfinden im Kopf und dann über Jahre passiert. Der muss ganz sicher nicht von heute auf morgen. Beim Maya-Kalender geht natürlich das Datum jetzt auch noch weiter. Das heisst also, es ist tatsächlich ein neuer Zyklus in Gang getreten, wobei
Wobei, man muss natürlich schon aufpassen, wir haben ja so keine Ahnung, was dort wirklich alles war und für was der Kalender war. Es könnte ja rein theoretisch auch sein, dass wenn wir jetzt irgendwie 10'000 Jahre wieder entdeckt werden von irgendwelchen Forschern oder so und unsere Computer aus der Erde ausgraben werden, die versteinert sind und alles und dann die das kontrollieren, was wir gemacht haben. Und dort hat es ja geheißen, beim Jahreswechsel 1999, glaube ich, auf 2000 geht das komplette Computersystem zusammen. Oder also jetzt könnt ihr ja eigentlich dann das Gefühl haben, wir hätten tatsächlich gedacht, die Welt geht unter im 1999. Wobei das ja eigentlich auch fast stimmt. Weil wenn man überlegt, was die für ein riesen Drama gemacht haben, hätte ja die Welt tatsächlich untergehen, wenn die Computer nicht mehr existieren. Aber genau, wer sagt nicht, dass das irgendwie etwas völlig harmloses war zu dieser Zeit und wir halt einfach genau das Artefakt gefunden haben. 10'000 Jahre finden sie vielleicht bei uns irgendwelche Toy-Toys und wundern sich, was wir mit denen gemacht haben, weil sich der Mensch ja vielleicht so dermassen weiterentwickelt hat, dass der vielleicht gar keine Genitalien mehr hat oder so. Wer weiß? Dann fragen die sich, was haben wir mit einem Toy-Toy gemacht? Haben wir das irgendwie als Altar benutzt? Haben wir da irgendwie Anbetungen gemacht? Keine Ahnung, es ist tatsächlich alles möglich. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass laut dem Maya-Kalender das Wassermann-Zeitalter angefangen hat. Dort im 2012 im November. Also alle Wassermannen sind schon mal im richtig geilen Sternzeichen geboren. Ja! Schneeweißchen und Neurosenrot und auch die Zechmarie, die schlucken statt der Schulmilch viel lieber Ecstasy. Und gehen sie in die Wälder, um die Natur zu sehen, dann lutschen sie am Zauberpilz, denn Fliegen ist so schön. Sie singen. Im Wein fast schnorcheln, saftig blöd, das ist legal. Doch mit Gras und grünen Morcheln landest du im Kriminal. Dann fährst du ins Nirvana wie ein Coca-Kakadu. Auf den Wogen böser Drogen siehst du überall nur UFOs, UFOs, wenn wir schon wieder bei den UFOs sind, dann müsst ihr tatsächlich die anderen Sendungen nachhören, wo ich erzähle von der Galaxie Kea, wie die UFOs uns eigentlich abzwacken im Bermuda-Dreieck und bei Stonehenge. Und eben bei den einen bringen sie ja noch Souvenir mit, die Leute, oder? Eben beim Bermuda-Dreieck sind es dann wahrscheinlich Schiffe und Flugzeuge und beim Stonehenge sind es wahrscheinlich eher so Fotoapparate von den Chinesen oder so, die sind ja ständig immer alles am Fotografieren.
Und Handys natürlich ganz viel und Selfie-Sticks und so. Ja genau, und das wird alles in der Galaxie Ikea nachher draussen verkauft an die Aliens, die dort fleissig einkaufen, wie wir natürlich auch in die Ikea gehen Pflanzen posten und natürlich Möbel, ganz gross ist ja klar. Oder? Die haben halt dort das Sortiment ein bisschen anders als hier, aber das ist ja logisch, es ist ja auch etwas ganz anderes dort. Aber ich empfehle euch, dass ihr diese Sendung hören, und zwar heisst sie Galaxie Ikea und andere Verschwörungen und nachher Teil 2 Galaxie Ikea, die Hintergrundinfos. Ja, ist sicher lustiger als diese Sendung. Auf jeden Fall hat sie ganz viel Irrwitz drin, weil ihr glaubt es nicht, aber ich denke tatsächlich, dass das so sein könnte. Mose stammt vom Roten Meer, es wogte hin, es wogte her, er sagt zum Meer, so teile dich, es ist schon spät, beeile dich. Es half kein Flehen, es half kein Brummen, wahrscheinlich ist er rumgeschwommen. Hat er sich seit damals kaum. Er geht zwar aufrecht und er fliegt ins All, doch er ist noch immer im Neandertal. Der Mensch von heute, der Telefaxt, sein Opel Manta ist frisch gewachst. Doch gibt es irgendwo ein Problem, benimmt er sich wie ehedem. Im prähistorischen Rachewahn schreit er Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und bist du nicht willig, dann gibt es Krawall und schon sind wir wieder im Neandertal. Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal. Der Yeti haut der Rübezahl. Seit Menschengedenken wird aufgebaut, damit der Mann nachher wieder niederhaut. Aus Blut und Schutt und nach jedem Krieg die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche stieg. Humanismus und menschliche Ethik bringen keine Kohle, darum haben wir's auch nicht nötig. Sokrates, Plato, Hegel und Kant waren an der Börse nie genannt. Voll Bedauern sieht der Homo sapiens das Schicksal der Kurden Arabiens. Im TV ganz genau, doch keiner mischt sich ein. Ich fürchte, da dürft kein Erdöl sein. Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal. Der Yeti haut den Rübezahl. Ziemlich sicher ist der Neandertaler natürlich einfach ein Vorgänger von uns gewesen, der in der Galaxie Ikea in der Regal gestanden ist. Und dann haben die gefunden, ja, wir müssen da noch ein paar Verbesserungen machen und so hat es natürlich den Mensch gegeben. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, ich muss gleich wieder zurück auf das Horoskop kommen, halt einfach, weil auch die Sendung so heisst, sonst macht es ja keinen Sinn. Ist das beim Neandertaler echt tatsächlich auch im Horoskop gestanden, dass der irgendwann in der Galaxie Ikea in einem Regal wird stehen oder dass er einfach sowieso ausstirbt und er zu einem anderen Mensch wird? Der hat ja schon total anders ausgesehen und anders funktioniert als wir. Er war auch viel, viel kleiner gewesen und viel haariger. Wobei, gut, es gibt natürlich Menschen, die sind heute noch so haarig. Und es gibt Menschen, die haben fast eine Glatze. Jetzt ist die Frage, ist das eine die Evolution und das andere ist zurückgeblieben? Oder ist es halt einfach doch nicht so, dass wir eigentlich wirklich vom Affen abstammen, sondern es halt eben gleich einfach nur eine Zuchtform ist von den Aliens, von der Galaxie Ikea, Chefbosse dort draussen, genau. Also rein theoretisch, wenn wir irgendwie wirklich Ausgrabungen machen und so die Palmblätter finden, wo eigentlich immer so ein Sachen drin stehen, die sie früher vorausgesagt haben, dann könnte man vielleicht daraus schliessen, dass tatsächlich dort schon Horoskope existiert haben, wo vielleicht irgendwie sagen, du wirst dann und dann zu Stonehenge reisen und wirst dann verreisen. Wahrscheinlich. Könnte ja unter Umständen möglich sein. Aber jetzt ist einfach die Frage, wir haben von früher haben wir Orakel gefunden, wir haben so Steinorakel auch gefunden, wo wir können irgendwie so Steinwürfel rühren. Aber wir haben wirklich einfach so Sternenhoroskop in dem Sinn
hat man, glaube ich, gar nicht gefunden. Das haben wir nachher angefangen. Ich tue jetzt schnell ein Lied runterlassen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Gehe ich das jetzt nämlich googlen. Seit wann dass es tatsächlich Sternenhoroskop gibt, die Zukunft voraussagen. Da bin ich jetzt gespannt. Bleibt dran. Wo die Sonne für immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Nichts ist perfekt, wir sind auch oft angeeckt. Raff dich auf, sprich dich aus, hör einander zu, es tut so gut, gib der Liebe eine Chance. Hör auf dein Herz, vergiss den Schmerz, den Worte begehen. Nimm die Kraft der Leidenschaft, wenn wir uns spüren, weil du und ich, wir fliegen um die Welt mit Überschall zu den Sternen raus ins All. Glitzerstaub hüllt uns ein, denn wir sind nie allein. Wir halten aneinander fest und bauen uns ein Liebesnest, wo die Sonne für immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Donner und Blitz, schlechtes Wetter geht vorbei. Trauer und Witz, im Leben ist alles dabei. Gib der Liebe eine Chance, hör auf dein Herz, vergiss den Schmerz, den Worte begehen. Nimm die Kraft der Leidenschaft, wenn wir uns fühlen, weil du und ich, wir fliegen um die Welt, den Überschall zu den Sternen raus ins All. Glitzerstaub hüllt uns ein, denn wir sind nie allein. Wir halten aneinander fest und bauen uns ein Liebesnest, wo die Sonne für immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Wo die Sonne immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Wir fliegen um die Welt mit Überschall zu den Sternen raus ins All. Glitzerstaub hüllt uns ein, denn wir sind nie allein. Wir halten aneinander fest und bauen uns ein Liebesnest, wo die Sonne für immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Haha, ich habe im Fall tatsächlich etwas gefunden. Und zwar steht da, Astrologie beruht bis ins 18. Jahrhundert einfach darauf, dass Sternzeichen eigentlich eben vor allem für die Umwelt eigentlich genutzt worden sind. Weil man hat gemerkt, dass es tatsächlich einen Einfluss hat, wie die Sterne stehen, irgendwie auf unser Wetter zum Beispiel, eben auf die Umwelt halt allgemein. Und nachher hat man dann ein bisschen herleiten, wenn jetzt eben jemand an dem Tag geboren ist, in dem Sternzeichen oder so, dass er die und die Eigenschaften hat und ziemlich sicher könnte sein, dass das einer ist, wo wenn ihm ja natürlich irgendwie Erfolg wichtig ist, dass er auch Erfolg wird haben. Gut, also ich meine, es ist etwas Gleiches, wie ich eigentlich vorher einfach aus dem Blauen raus erzählt habe, welches Sternzeichen, welche Persönlichkeiten könnte haben, einfach aufgrund von, wie sie es ja eigentlich dargestellt haben. Aber schlussendlich haben die jetzt wirklich aus dem hergeleitet, scheinbar, so lese ich das jetzt einmal da, dass wenn du irgendwie dann und dann geboren bist, in dem Sternzeichen oder so, dass du diese Charaktereigenschaften mitbekommst und ja dann eigentlich ein bisschen kannst voraussehen, in welche Richtung dein Leben könnte gehen. Oder bist du eher gesellschaftsfähig oder eher ein Einzelgänger? Kann man ja schon mal so ein bisschen in diese Richtung tendieren, zum sagen. Und natürlich, wenn ihr ja hoffentlich auch alle wisst, sind ja Sternzeichen nie wirklich 100% genau. Man kann dann immer sagen, wenn jetzt irgendwie ich jetzt dieses Sternzeichen würde bekommen,
Horoskop, wo du jetzt mir zuhörst, wenn ich jetzt dein Sternzeichen würde bekommen, dein Horoskop, und ich würde das lesen und ich würde sagen, das stimmt ja voll auf mich und du kommst meins über und wir wissen das aber gar nicht, dass wir es getauscht haben, finden wir trotzdem ganz viele Eigenschaften, die passen. Also denkt immer daran, das Zeug ist wirklich extrem breit gehalten. Und warum glaubt die Menschheit eigentlich so gerne an Horoskop? Weil es ist halt einfach etwas Schönes, es ist etwas Lebensbejahendes, wenn man in einer Krise ist, was ja jeder Mensch immer irgendwo ist, weil entweder geht es finanziell nicht oder man hat irgendwie sonst Krach mit jemandem oder man ist allein, man ist traurig oder keine Ahnung. Irgendeine Krise ist doch einfach immer, sind wir ehrlich. Und dann willst du doch nichts anderes als einfach nur hören, dass alles wieder gut kommt und wissen, wo dein Leben durchgeht. Und es ist einfach so persönlichkeitsstärkend. In dem Moment geht es dir einfach gut, wenn du das hörst. Und ich sage, das ist genau der Grund, warum das Horoskop so gut funktionieren. Wir will doch das einfach wissen, wir will können vorwärts schauen. Und für das ist es ja auch genau richtig, macht man das. Aber bitte, liebe Leute, nicht immer alles auf Goldwaage legen und für bare Münzen nehmen, was gesagt wird. Auch nicht, was ich erzähle, weil ich erzähle ja einfach, wenn mir der Schnabel gewachsen ist und was mir in den Sinn kommt. Ob jetzt da Hand und Fuß hat, kann ich ja jetzt nicht belegen. Ich gehe da nicht stundenlang recherchieren, hallo? Sondern ich schaue einfach, was ich finde und erzähle euch das. Und jetzt erzähle ich euch nämlich gerade noch etwas, und zwar, unsere Sendung geht wieder im Ende zu. Ich hoffe, ich kann euch wieder gut unterhalten und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heisst Cowgirl, Isas, Katzenjammer on Radio 15. Nächste Woche widmen wir uns wieder in einem komplett ganz anderen Thema. Sind also gespannt, was kommt. Ich muss mir nämlich auch noch etwas überlegen. Ich bin also auch gespannt. Und wie es schon Tradition ist von der letzten Sendung Horoskop Teil 1, habe ich ein geiles Lied zweimal laufen lassen, was ja niemand macht innerhalb von einer Stunde. Aber auch kein Moderator macht überhaupt so eine Sendung wie ich. Es ist ja niemand so beknackt wie ich. Darum machen wir jetzt gerade das Lied noch einmal, einfach, dass wir es noch einmal gehört haben und dieser Sendung treu bleiben im Teil 2 auch. Darum Sterne sagen dir vom Glitzergischi und von mir. Ich wünsche euch ganz schönen Rest von der Woche und bis am nächsten Mittwoch 20.00 da auf radio15.ch. Iha! Wieder sind die köpfig und ungeduldig, pflichtbewusst und mutig. So sind sie. Stiere sind stur und besitzgierig, naturverbunden und sinnlich. So sind sie. Zwillinge sind geschwätzig und neugierig, anpassungsfähig und intelligent. So sind sie. Krebse sind launenhaft und überempfindlich, häuslich und treu. Schaut zum Himmel und glaub an die Sterne.
mit meinem Katzengejammer. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe euch eine Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Yeeha! Vollgas auspacken. Ich bin im Partyfieber. Partyfieber, Partyfieber. Partyfieber. Wie schön es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und das ist Alle sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön. Und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Ich entstieg dem Mutterleib als Knabe, jung und stramm, zupfte an der Nabelschnur, dung dung dilli dung bang. Die Hebamme schrie, ein Groove-Genie, ein Meister ist geboren. Ich sagte, yes, mein Darling, und klatschte mit den Ohren. Dann kroch ich in die Küche, magisch war der Trieb. Ich griff mir Mutters Nudelholz und holte aus zum Hieb. Ich schlug auf alle Töpfe, zerstörte das Geschirr. Wenn Muttern schrie, was hat mein Sohn, dann sagte ich zu ihr, dung dung di di dum buduli dam, I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Wenn ich trommle, fliegt das Heu. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Und ich fühl mich gut dabei. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Siggli duli 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 di bam. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Jawohl, die Post geht ab. Dung dung bing bang, duli duli dum bong bang bang. Ich grufte durch die Kindheit, dann kam die Pubertät. Die Mädels waren scharf auf mich, vor allem Margaret. Sie stieg aus ihrem Höschen, Mama war nicht da. Da sah ich ihre Bongos und der Ball war klar. Ja! I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Wenn ich trommle, fliegt das Heu. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Und ich fühl mich gut dabei. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. So lidili du du di ba. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Jawohl, die Post geht an. Doodly back, doodly beggar, doodly back, doodly back, doodly back, doodly back, doodly back, doodly boom, doodly back, doodly boom, doodly bing, boom, the bing, bing, boom, the boom. Sudi bong, bing, bong, dili bong. Jawohl! Und geh ich eines Tages für immer von der Welt, dann gibt es auch im Jenseits keinen, der mich hält. Ich borg mir aus der Nachbarsgruft 2 Schenkelknochen aus. Am Friedhof ist dann Partytime, ich lass die Sau heraus. Shake them bones. Boy, I'm the bongo boy. Wenn ich trommle, fliegt das Heu. I'm the bongo boy, I'm the bongo boy. Und ich fühl mich gut